Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren EM-Talk. Meine Meinung zu den Achtelfinale und zum Ausblick auf Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Wird also das letzte Video dieser Art sein zur EM. Nach den Deutschlandspielen werde ich natürlich ein bisschen was sagen. Sofern wir noch Spiele erleben, nicht nur eins. Ja, ihr hört meine Stimme. Ich bin nicht auf dem Stand der Höhe. Von daher werde ich hier heute nicht so lange quatschen, Leute. Aber wir gehen mal kurz rein. Erstmal meine Achtelfinal-Tipps waren jetzt nicht so schlecht. Natürlich nicht irgendwie mal von 5 Punkten geprägt, aber dass die Schweiz weiterkommt, habe ich getippt. Deutschland weiterkommt. England, auch in England mit 6:5. Also mit 2:1 nach Verlängerung. Vielleicht ein bisschen glücklich, weil ich das Spiel nicht gesehen. Spanien hat 4:1 gewonnen statt 3:1. Klare Nummer. Frankreich hat sich auch schwer getan mit 1:0. Das Portugal gegen Slowenien. Hat sich auch schwer getan. Rumänien, Niederlande, klare Nummer. Österreich, Türkei ist das einzige Spiel, das ich falsch hatte. Aber das habe ich ja auch schon gesagt gehabt. Es war klar, dass es eine enge Kiste wird. Dass das so oder so ausgehen kann. Das Spiel habe ich gestern geguckt. Und die Österreicher haben einfach in der ersten Halbzeit sich abkochen lassen von den Türken. Türken waren super stark, defensiv gut gestanden. Die Österreicher haben einen und denselben Stiefel runtergespielt, haben keinerlei Chancen sich großartig erspielt. Zweite Halbzeit war es besser für die Österreicher. Aber warum Arnautovic durchgespielt hat, habe ich nicht verstanden. Der auf dem Feld war oder nicht. Auch dass ein Sabitzer teilweise dann 20 Minuten auf der rechten Seite gespielt hat. In der zweiten Halbzeit war völlig sinnfrei. Der gehört in die Mitte. Aber gut, sei es drum. Türkei ist weiter. Und damit gehen wir mal rüber, wie mein Ausblick ist. Ja, das ist, was die meisten interessiert. Kam ja schon ein paar Nachfragen in meinem Gaming-Stream. Spanien, Deutschland. Ich sehe Deutschland als klaren Außenseiter. Ja, also wir müssen schon wirklich einen Sahnetag erwischen und die Spanier einen schlechten Tag, damit wir da Chancen haben, weiterzukommen, meiner Meinung nach. Spanier, bisher, ich habe einige Spiele gesehen, ist die Mannschaft, die mich am meisten überzeugt hat. Und wird bei mir wahrscheinlich auch der Europameister werden beim Tippspiel. Auch wenn ich eigentlich auf Deutschland getippt hatte, ich mir natürlich auch wünsche, dass Deutschland das irgendwie schafft. Aber wenn man allein schon das Spiel gegen Dänemark nimmt, also. Nee, da muss viel zusammenlaufen, aber im Fußball ist es ja nicht so, dass immer die beste Mannschaft gewinnt. Ja, wir haben den Heimvorteil. Wird man sehen, ob man den nutzen kann. Aber wenn man Realist ist, ja, stehen die Chancen eher schlecht. Die Spanier haben schon eine starke Mannschaft und spielen guten Fußball. Was natürlich nicht heißt, dass man sie nicht schlagen kann. Ne? Wie ich schon sagte, im Fußball ist ja immer alles möglich. Es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel werden. Gehen wir mal rein in die Tipps. Mein Tipp ist leider ein 3:1 für Spanien. Was soll ich euch sagen, Leute? Wir werden sehen. Vielleicht kommt es anders. Dann freuen wir uns natürlich. Dann haben wir natürlich auch gute Chancen, wirklich Europameister zu werden, weil dann ist der stärkste Gegner raus. Ja, aber bin gespannt. Wer weiß, vielleicht wachsen wir über uns hinaus. Ja? Wir werden sehen. Portugal, Frankreich. Ja, wild. Not gegen Elend gefühlt. Also, dass die Portugiesen sich so schwer tun in dem letzten Spiel. Frankreich war noch nicht wirklich überzeugend bei dieser EM. Weiß ich auch nicht. Ganz schwer zu tippen für mich. Ich tippen 5:4 für Portugal nach Elfmeterschießen. Ja, wir machen das so. Ich habe im Achtelfinale so viele richtige Tipps gehabt, so viele Punkte geholt. Von daher wird es im Viertelfinale ein bisschen anders aussehen. England, Schweiz. Auch schwer einzuschätzen. Auch die Engländer bisher super schlecht, ja, super beschissen immer in ihren Spielen. Komm hier. Grüße gehen raus an Chico. Ich tippe 2:1 für die Schweizer.
Gut, dann haben wir noch das letzte Spiel, Niederlande-Türkei. Ja, ist für mich eine klare Kiste. Ja, sorry an die Türkei. Aber natürlich auch hier gilt dasselbe wie für uns gegen Spanien. Wenn die Türkei so spielt wie gegen Österreich in der ersten Halbzeit, dann haben sie Chancen. Wenn sie so spielen wie in der zweiten Halbzeit, die Niederlande zu viel Qualität, als dass sie da nicht dann 2, 3 Hütten machen werden. Ja. Aber es ist alles möglich, Leute. Ich bin sehr gespannt. Damit haben wir das Viertelfinale durchgetippt. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ja gut, das steht natürlich hier noch nicht. Also, wenn wir meine Tipps nehmen, dann kommt Spanien weiter. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie der Turnierbaum ist, wer dann gegen wem spielt. Dann sage ich euch schon mal meine Tipps. Das ist wirklich schlecht gemacht da. Also, Spanien würde dann gegen Portugal spielen. Laut meinen Tipps, damit würde Spanien natürlich gegen Portugal gewinnen und im Finale stehen. Auf der anderen Seite würde bei meinen Tipps die Schweiz gegen die Niederlande spielen, was ein sehr interessantes Spiel werden könnte im Halbfinale. Und auch ein sehr offenes Spiel, denke ich. Ist die Frage, ob die Schweizer dann den Hype-Train mitnehmen. Ich würde allerdings auf die Niederlande tippen. Somit wäre mein Endspiel Holland gegen Spanien und somit wäre mein Europameister Spanien. Weil er will das Finale gewinnen, meiner Meinung nach. Aber auch da, das ist ja das Schöne am Fußball, es ist immer alles möglich, es ist jeweils nur ein Spiel. Und da ich meistens falsch liege mit meinen Tipps, ist auch für alle anderen Mannschaften alles drin. Gut, Leute, wenn meine Stimme es mitmacht und es mir einigermaßen besser geht, hören wir uns auf jeden Fall nach einem Deutschlandspiel, wo die deutsche Mannschaft mich ja dann diesmal überraschen kann. In diesem Sinne, Leute, schwarz-rot-goldene Grüße gehen raus, haut rein, bis dann. Und wie immer, vielen lieben Dank für euren Support hier. Vielen lieben Dank für euren Support. Gruß und Kuss geht raus und nun noch mal ein paar O-Töne zur Nationalmannschaft. You're the top striker Ich muss jetzt zuhören. of the whole World Championship. How does that make you feel? Das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Weltmeister sind wir, den Pott haben wir. Den scheiß goldenen Schuh kannst du hinter den Ohren schmieren. Ihr müsst doch mal von eurem hohen Ross runterkommen, was ihr euch immer alle einbildet, was für einen Fußball wir in Deutschland spielen müssen. Ihr habt doch früher, der Günther, was die früher für einen Scheiß gespielt haben. Da konntest du doch früher gar nicht hingegangen. Die haben doch Standfußball gespielt früher. Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum Die Scheibe bringt ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da Ja, reingebracht. du ganz nicht. ehrlich. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast 3 Weizenbier getrunken und bist schön locker. Also in der Mannschaft ist es kein Thema. Ich denke, 80% von euch und ich krauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut.